Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Probieren wir mal rauszugehen. Wir können nicht einfach wegrennen, nicht? Okay. Wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, ab dem Lichtzauber fängt eigentlich Lufia Ends an. Das ist sozusagen das Intro, wie Maxim und seine Gefolge hier die Höllefürste in Daos Tempel besiegen. Und hier ist es das Finale von Lufia. Yo! Wir gehen natürlich hier nochmal alles ab. Und in Lufia 1 war es so, dass man hier immer wieder auf Zufallskämpfe stößt. So im Final Fantasy Prinzip. Noch ein Heilsirup, alle hopp. Ja, ab der Stelle gibt es natürlich auch kein Zurück mehr. Das heißt, ich muss auch einen neuen Speicherpunkt. Lecker, hoppla. Wenn wir hier speichern können, damit ich halt noch später noch im Hauptspiel zur Ahne-Höhle kann. Du hast immer hier bis hierhin geschafft. Gardas, jetzt entkommst du mir nimmi. Halt die Gosch, kein Schritt weiter, Knecht. Ach, du wieder. Jetzt ist aber wenigstens die Landschaft entsprechend hier. Das passt da zum Hölle-Fürste-Kampf. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt machen wir einfach mal die Judo-Meister, einfach nur weil wir es können. Und gucken mal, was der alte Dummkopf dazu sagt. So, ein bisschen Abaddon gibt es auch noch für alle. Ja, ich habe halt mir bedacht, dass wenn wir den dritten Turm beendeten, dass wir nur noch in Sequenzen landen und dann, ja, gibt es halt leider kein Zurück mehr. Okay, Blademann, jetzt kriegt schon irgendeinen Zerstörer zurück auf die Gosch, hoffe ich doch. Nö, gilt anscheinend nicht für Flächeangriffe. Ah ne, Quatsch, Maxim hat es ja noch gar nicht gewirkt. So, aber jetzt. Das hat auch die ganze Zornespunkte verbraucht. Moment. Da haben wir doch noch was Schönes. Wie war das? Erhöht die Angriffskraft, aber nicht von aller. Okay. Dann war das von Guy, genau. Probieren wir es doch einfach mal so. Und der kriegt wieder auf die Schnut. Tja, das dauert halt auch immer so seit Zeit, bis diese Höllefürste von Erim wiederbelebt werden. Von daher haben wir erstmal unser Rufer Gardas. Haha, sehr schön. Hahaha. So, dafür hat sich die Judo-Meister schon gelohnt. Dass der Blademann sein eigenes Schwert nochmal abkriegt hat, wie auch immer der mit so einem Schwert kämpfen kann. Multipine. Okay. Ah, das geht auch auf Guy wieder zurück, vielleicht 8 doppelt. Nee, schade. Na gut. Dann haut mal drauf, Jungs und Mädels. Dann schauen wir mal, dass der Eumel hier ordentlich was auf die Gosch kriegt. Mit seinem scharlachroten Umhang. Weil allzu stark ist er wirklich nicht. Haha. Ach, Flächeattacken prallen wieder zurück. Sehr geil. Damit hast du nicht gerechnet, Dummkopf. 284 hat er noch gleich abkriegt von seinem eigenen Zerstörer. Das finde ich toll. Gut, Alter. So viel wird er nämlich aushalten, der Knetkopf. Deswegen machen wir mal Ego-Kraft 2 trotzdem mal. Einfach nur damit Gordo auch wieder geheilt ist. Sehr schön. Weil ich habe irgendwie bei Gordo immer so ein bisschen Panik, dass der immer gleich die Biege macht. Das wäre es jetzt auch gewesen, wenn der Dachschädel sich mit seinem eigenen Angriff kaputt gemacht hätte. An seiner Stelle hätte ich vielleicht dann wohl andere Attacke genommen, die einfach nur auf einzelne Leute abzielen und nicht nur Maxim treffen. Oder mit unter Maxim treffen. Gut, gucken wir mal. Eventuell kriegen wir ja so schon hier. Dann müssen wir aber auch nochmal ein Stockwerk tiefer gehen, um da nochmal Gegenstände abzustauben. Wenn wir denn, ja, wenn wir ihn geknackt hätten. Hat keine 4 Minuten gedauert. Das war jetzt nicht gerade so der Meisterkampf, mein Lieber. Gut, mal wieder 50.000 und es regnet Levels, außer für Gordo. Ja, er zittert auch schon von seiner Erscheinung, das heißt, er ist jetzt wirklich kaputt. Vorerst, abwarte und Tee trinke. Wobei ich eigentlich eher Kaffee bevorzuge. So, erstmal gehen wir hier und gucken uns so noch eine Runde um, aber ich glaube, da geht es genauso gut, einfach nur noch over. Was ist dann hier unten? Aha, sehr schön. Nummer 3er Bündel in der Mitte warte Heilsirup. Hier ist nochmal ein Heilsirup. Ach Gott, hier krieg ich schon nichts anderes als Heilsirup. Kein Wunder, dass die Höllefürste ständig wiederkommen. Da müssen wir am Daraus erstmal eine Heilsirup-Lieferung abbrechen. Dann können die ja nicht ständig wiederbelebt werden, die Knabe. Ala hopp.
Dann wieder hoch mit uns. Zum Gardes Gedächtniskorridor. Und weiter noch aber. Ja, hier ändert sich auch der Boden, wobei ich das auch sehr geil finde, wie diese Spiegelungen hier gemacht sind. Natürlich nochmal ein Heilsirup, wie könnte es auch anders sein? Und ich sollte vielleicht auch nochmal ein bisschen die Wände checken, nicht dass wir irgendwas verpassen. Als Kind habe ich das auch immer gemacht in den Dungeon. Jedes Mal abgecheckt, was noch ging. Und ja, hier ist noch ein bisschen spiegelig. Aber hier wart kein Gegner auf uns. Generell sind hier in Daos Tempel auch keine Gegner mehr vorhanden, sondern nur noch die Höllefürstin, Anführungszeichen, die sich an der entsprechenden Passage vor uns manifestieren. Sodala. Ja, im Lufia Ends hat es halt hier immer Zufallsbegegnungen à la Final Fantasy geben. So, wir laufen jetzt natürlich immer den Korridor ab, bevor wir hier auf das kleine Podest hochgehen, wo dann der nächste Hanebambel schon auf uns wart. Oh, die Säule, Fenster, was auch immer dort zwischen den... Ich glaube, das werden wahrscheinlich Buntglasfenster sollen das sein, ne? Sieht eigentlich auch sehr schick aus. Okay. Dann können wir ja besten Gewissens hochgehen. Hier, und schauen wir mal, wer hier auf uns wart. Dreimal auf Strote. Es ist unser Freund mit der schönen Stimme. Du hast Gardes besiegt. Du bist der Nächste, Amon. Überschätz dich nicht, du Wicht. Ich geb dir gerne kleine Kostprobe meiner Macht. Ja, der nimmt anscheinend immer noch Valium. Ah, geil, unsere Zornespunkte werden jedes Mal aufs Maximum erhöht, sehe ich. Das ist natürlich schon geil. Dann machen wir jetzt mal die Wunderwand. Wobei, nee. Ich möchte wieder die Judo-Meister, aber das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, da können wir auch ein bisschen verschwenderisch sein mit unserem Kruscht. Und machen das mal so. Einfach nur, damit wir mal wirklich alles geben können gegen den Dachschädel hier. Das ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man halt jedes Mal, wenn man gegen die Höllefürste kämpft, die Zornespunkte vollständig erhöht kriegt. Finde ich halt schon ziemlich geil. Oh, bitte lass Maxim nicht verwirrt werden, du Krummnaserich. Ja, zum Glück nur Seelan. Oh nein, und die haut Gordo zu Pumps. Ja, natürlich. Scheiße. Na gut, dafür schlagen wir jetzt doppelt so hart zu. Und Seelan ist wieder bei Sinne. Gut. Mach das mal auf Guy. Haut drauf und... Oh, scheiße. Wollte ich eigentlich noch Abaddon drauf wirken. Na egal. Ui, da hat er sich aber ordentlich in der... Hat er aber einen ordentlichen Bockschosser, so rum. Sodala. Alle hopp, das sieht gut aus. Dann machen wir das so, weil... ich möchte sicher gehen, dass Amon irgendeine blöde Attacke startet. Das war wahrscheinlich wieder auf alle gerichtet, ne? Kennt man ja. Alle hopp. Gewitterleid, jetzt habe ich irgendwas wie ein Kloß im Hals. Aber naja, wenn man hier gegen den Master of Disaster kämpft mit seiner mordsmäßigen Braue, dann kann das mal passieren. So, das machen wir wieder so. Ja, der dundert sich mal wieder einer, der Kasper. Soll er mal machen. Und zieht sich dabei ordentlich was ab. Mit seiner schicke Goldrüstung mit den WoW-Schultern. Die könnten echt aus irgendeinem WoW-Tierset stammen, die Schultern. Okay. Probieren wir mal den Donnerschrei, probieren wir mal den Staatsbach. Und du haust... Ach, einfach mal eine Scheiße. Eigentlich wollte ich auch wieder Abaddon, aber naja. Man kann nicht alles haben. Schauen wir mal, ob jemand verwirrt wird. Bitte nicht. Schade. Wäre schön, wenn der Dachschädel sich selber verwirrt hätte. Das wäre klasse gewesen. Gut, Knecht. Jetzt gibt's auf die Dates. Und du, nee. Du machst erstmal so. Oh, Maxims Judo-Meister ist wieder weg. Verflixt nochmal. Aber egal, dich kriegen wir. Dich kriegen wir hier, Kerl. Oh. Wenn's... Ja. Okay. Seelan hat sich selber erwischt. Warum nicht?
dann machen wir es doch folgendermaßen. Haut drauf wie nix und du machst Valor auf sie. Wenn schon, denn schon. Wo ich vorhin noch so gehässig war von wegen, hoffentlich macht der Dachschädel sich selber noch kaputt mit seinem eigenen Verwirrungsgedöns, aber tja, hat sich wohl Seeland selber ins Knie geschossen. Na egal. Kriegen wir alles gebacken. Jetzt dreht er aber so klein ein bisschen auf hier, der Kerl in der Goldrüstung. Na gut, hau mal wieder drauf. Du kannst das nicht verwenden, aber du kannst das verwenden auf aller. Machen wir es halt so. Maxims Sorge war anscheinend in der letzten Episode schon begründet, von wegen, ja, Seelan, du könntest sterben hier. Hat sich wohl bewahrheitet, aber noch können wir sie mit der nackischen Frau wieder wach küssen. Und weiter geht's im Text. Er hält schon ein bisschen was aus, der Hansel. Ja, das war Stichwort. Hansel genannt und schon löst er sich auf. Aber ich finde auch generell hier den Boden richtig geil animiert und auch die Landschaft hier mit den Bergen von der Todesinsel macht schon was her. Das. Haha, wieder einer tot. Geil. Jetzt kommt als nächstes dann nach Erimdra. Und dann fällt auch die Wiederbeleberin eigentlich platt. Flach, nicht platt. Ja, jetzt wird der Boden auch rosa. Und, naja, rosa, jetzt ist es eher so rot-violett. Und der Sternehimmel tut sich auf wie Zau hier. Noch ein Heilsirup. Und hier ist natürlich noch ein Heilsirup. Und da drüber könnte auch noch einer von die Synchronität sein. Ja. Man baut ja natürlich hier synchron und ästhetisch. Also, ab über die Brücke. Du darfst passieren. Maxim, das könnte falsch sein. Achso, eher. Entschuldigung, Maxim, du darfst passieren. So rum. Er hat gesagt, wir können passieren. Also weiter. Aber da stellt uns auf die Probe. Bloß keine Angst zeigen, der spürt es. So wird's sein. Mein Leid setzen große Hoffnung in mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Seelan. Das Schicksal von der Welt liegt in unserer Hand. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Das Licht vom Schwert erstrahlt heller als jemals zuvor. Obwohl ich es gar nicht ausgerüstet habe, fällt mir auf. Wir werden die Fürster der Hölle zerstören und der Welt der Friede bringen. Und dennoch kehre ich mit ihr heim, versprochen. Oh. Aber da kommt nie. Die kennen wir. Verflixt. Bist du der Auserwählte vom Lufia-Schwert? Wer bist dann du? Mit blauer Haar erkenne ich dich halt nicht. Ich bin... Ja was? Wie lautet dein Name? Erim. Meister des Todes. Erim? Du hast Gades wiederbelebt? Genau. Solange ich lebe, sind die Höllefürster unsterblich. Um die zu zerstören, muss ich also dich besiegen. So steht's geschrieben. Unser Feind ist der Träger vom Lufia-Schwert. Was ich gar nicht ausgewischt habe, ich Idiot. Ja, ich habe noch das blöde Eron-Schwert. Ach Gott, hat die eine ewig lange Zinke. Und ein schickes Schild und eine schicke Lanze. Na gut, dann geht's halt wieder ab mit dem Judo-Meister. Schrei doch mal wie Dunner oder mach doch mal ein löwisches Herz auf ihn. Mal wieder die Multipine. Und was war nochmal die Ahnenkraft? Okay, nicht so toll. Ja, machen wir halt mal Abaddon drauf. Natürlich trägt sie nur einen Ländeschurz, oder? Nicht mal für einen String oder was war's halt, aber alter Falter hat die einen Zinke. Das ist ja echt nämlich feierlich. Und natürlich auch die Battle Armor für Sexisten, wie man das für Frauen so trägt, wenn man halt ein sexistischer Programmierer ist. Alter Falter. So, Gordo kriegt auch nochmal seinen Boost. Und Flammenwalze kommt direkt. Ach Gott, Mädel. Ja, hat sie sich halt schon selber ins Knie geschossen mal wieder. Gut, haut drauf und du machst hier weiter Abaddon. Schauen wir doch mal, was das bringt. Huah, voll auf der Ranze drauf. Und das sieht gut ab. Und natürlich kämpft sie barfuß und hat nur so ein paar Bäh-Bandage noch. Ah, alter Falter. Also der Programmierer war schon ziemlich rassistisch. War schon ziemlich sexistisch.
Schattenspuk, das ist so ein Quatsch, der alle killen könnte. Oder der zumindest einzelne Charaktere töten könnte. Ja, zum Glück nur ordentlich was abgezogen. Dann wird es mal wieder Zeit für die Ego-Kraft. Ja, damit auch Gordo was davor hat. Der alte Kumpel. Ja, versucht sich halt nützlich zu machen. Gut, als rufende Wetter. Ein Schattenspuk gibt's auch wieder drauf auf den Deckel. Hoffentlich tötet's niemand. Und wie viel zieht's ab? Der Spuk. Och ja, esse ich halt nur einen Salat, ne? Verflixt nochmal. Dann Ego-Kraft wieder. Irgendwie müssen wir uns ja über Wasser halten gegen die. Das war gut. Und was macht sie jetzt? Ja, allmählich wird's gemein, Erin. Wie viel zieht der Quark jetzt wieder ab? Vor allem jetzt, wo wir einer weniger hin. Okay. Ja, dann bleibt uns mal wieder nichts anderes übrig. Aber Maxims Judo-Meister bleibt noch aktiv. Das ist gut. Hau drauf, wie nix. Und ja, Flammenwalzer. Na gut. Ist wenigstens besser als der Schattenspuk oder wie es heißt. Verflixt. ATA hat's erwischt. Aber wir haben doch irgendwo noch Valor parat, jawohl. Gut, dann probier's mit dem Sturzbach. Okay. Dann ist ATA wenigstens wieder zurück. Immer hier. Maxim schafft wieder gut was weg. Und der Sturzbach war für der Arsch. Jetzt wieder ein Schattenspuk. Der kommt hundertprozentig aus dem komischen Schild raus. Könnte ich drauf wetten. Warum glänzen ihr Oberschenkel eigentlich, als wären sie eingeölt? Ja, mysteriöse Fragen, auf die niemand eine Antwort weiß. Oder haben will. Moment, das machen wir mal mit Celan, der Champion. Sie heilt einfach besser. Und du machst mal da kräftiger Abaddon drauf. Okay. Könnte stabil werden hier. Aber sie ist bisher so der einzigste oder der erste richtige Gegner, den wir hier haben. Ja, das sieht gut aus. Rotze weg, Maxim. Das ist immer hier deine. Du hast ja von Anfang an gehabt. Ja, Mann. Langsam jetzt fies hier. Und ja, ich habe das Gefühl, das Zeug wird irgendwie mal ein bisschen stärker. Probieren wir es mal mit Feuersturm aus. Quatsch. Du sollst nochmal Heiler. Drauf und drauf. Aber ich sollte dann wirklich mal das Lufia-Schwert ausrüsten, ich blöd, Mann. Lauter Vergesser. Und sie lebt noch. Maxim, gib aber jetzt mal recht. Hopp. Ochs. Eher nett. Das ist ja meine normale Attacke tatsächlich besser. Und die denkt nicht dran, mit ihrem Schattenspuk aufzuhören. Verflixt normal. Okay, dann hau drauf. Ne, du nicht. Du heilst mal wieder drauf und Abaddon. Ich will, dass die Tante jetzt in der Runde kaputt geht. Ochse weg, Maxim. Nicht Maxim, eigentlich habe ich ATA gemeint, aber gut, Maxim darf jetzt natürlich auch nochmal drauf rußen und das Ganze beenden. Und? Ja, sie steht ja als noch. Gewitter erleiht. Du bist mal schon eine wichtige Gewitterhex. Und? ATA hat's wieder erwischt. Das war das, wo die Leute verrecken. Na gut. Dann mal wieder Valor und du drauf. Ja, schade, dass die MP damit nicht regeneriert werden. Wir sollten mal ein Heilserum auf so schmeißen, damit RTA wieder voller MP hat. Komm schon, komm schon.
Ah, jawollo. Jawoll, sehr gut, Guy. Puh. Ja, das war so die erste Herausforderung. 50.000, 50.000. Gibt nicht mehr als die andere, obwohl sie stärker ist. Du bist sehr stark, Maxim. Woher nimmst du die Kampfkraft? Es gibt jemanden, den ich mit meinem Lever beschützen will. Die Frau neben dir? Du setzt für die Frau dein Lever aufs Spiel? Die bedeutet mir mehr als mein Lever. Maxim! Das ist also menschlich. Lächerlich. Verdammt, wer dir zu Staub zerfalle. Ja, netti A-Sager, aber auch die ist kaputt. Ja, das war dann auch Iris, ne? Und wir sollten mal auf jeden Fall Lufia-Schwert ausrüsten, wenn man das überhaupt hält. Lufia-Schwert, so ist es ja. Erhöht's nur ein klein bisschen. Das legendäre Schwert, das von Wellen unglaublich starker Energie durchströmt wird. Kraftwelle, deine Fähigkeiten erhöhen sich, KP und MP werden vollständig aufgefüllt. Klingt doch mal nicht schlecht her. Dazu sollte auch noch Arthea hier, der Heilsirup, wo ist er dann? Oder Kraftsirup oder Gedöns. Da ist er doch, füllt eine Menge KP auf. Zaubersirup, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Heilsirup, genau. Das wollte ich eigentlich für Arthea. Und dann will ich mal sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig, wo es sein könnte, dass man mit der Hauptstory fertig wären. Könnte sein. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich eine relativ lange Episode. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.